Ende 2018 huet CRL 34 neue Zig bestellt. 46% mehr Sitzplätze will Deutsche so bis 2025 schaffen. Bis es soweit ist, müssen die neuen Maschinen allerdings nach engrutsch Testlief zu springen. Der Mike Strotz von der CRL. Es ist ein ganz bestimmten Coradia, weil hier als eine Sechsdeler-Version von unseren Coradia-Automotrissen, die einzige, die bislang auch gebaut ist. Die anderen Automotrissen, die wir gesehen haben, sind alles Dreideler. Die Partikularität vom Sechsdeler ist am Anfang die, dass ob dieselbe längt wie eine Unité Multiple mit 2 Dreideler mehr Sitzplätze kann die Leute offerieren. Das kann ihn so auch als Unité Multiple mit einem Dreideler zusammen führen lassen, das heißt 9 Kosten. Dann ist das als Maximalkapazität mit den Automotrissen, dann haben wir 1026 Sitzplätze an einem Zug. Sich also die bewerten Sitzplätzen an den nächsten Jahren progressiv zu erreichen. Geplant sind allerdings nicht nur mehr Sitzplätze, sondern auch eine Reihe von technischen Neuerungen. Also bei den neuen Automotrissen haben wir viel Wert auf den Komfort von unseren Klienten gelegt. Also wir haben ganz gut Sitzer dran, wir haben eine erste Klasse dran, wir haben Wi-Fi, den gratis den Leuten zur Verfügung stehen an dem Zug mit dran. Wir haben eine Passagierzählanlage dran, die dient dazu, dass wir wissen, wie viele Leute am Zug sind, aber auch, dass wir die Leute darüber informieren können, wie eine Wattüren am Zug mehr oder weniger besetzt sind, für dass die Leute sich schon umgehen können bei den Plätzen dirigieren, wo nur werden die Wattüren sind, wo am Anfang mehr Sitzplätze dran sind. Wir haben auch guten Access für Leute mit beschränkter Mobilität, respektive mit Rollstuhl, auch Toiletten, die dafür ausgerichtet sind. Wir haben performante Klimaanlagen dran, die auch an einem gewissen Maß redundant sind. Das alles für unsere Leute im maximalen Komfort zu bieten. Mit am Zug ist aber auch eine zusätzliche Technologie verbaut, die so bisweilen nach keinem Zug gibt. Eine besondere Technologie, die Zug schon bisschen präsent ist, die am Anfang aber noch nicht nutzbar sind, das ist ein ATO-System, das ist ein System, wo den Zug nur zur Supervision vom Kondukteur natürlich, aber automatisiert wird können führen. Das dient dazu für Stromspürungen zu machen, weil Kondukteure nicht alle Götten selbst führen. Und das dient doch dazu für den Zug mehr pünktlich führen zu lassen, weil in dem Moment kann ihn sich oben aufstimmen, wie so bei so einem Reso führen. Tester, die aktuell zu Aare laufen, werden auch auf weiteren europäischen Ländern weitergefeuert gehen. Der Grund handelt es im Viergehen, erklärt als Neiger de Mike Strotz von der CRL. Die Tester die gehören zur Zertifikation vom Gefähr und zur Validation vom Gefähr auf den Reso, wo Ternot wird führen. Es geht um Kompatibilität vom Gefähr mit den Reso, wo den Hanno fährt, und für zu garantieren, dass den Zug den Sicherheitsansprüchen gerecht wird, die man muss anhalten, für als Leute all Tag mit einem Maximum Sicherheit können, um ihre Destination zu bringen.